Ich bin Alex und ich bin 20. Mein Name ist Murat und ich bin 31. Ich bin Alexandra und bin 18. Ich bin der Frederik, ich bin 20. Das schrägste Date, das ich hatte, war mit einer, als ich in den Ausgang bin. Dann hat sie ein bisschen zu viel getrunken. Und wir haben uns zum zweiten Mal getroffen. Chicken Wings sind wir essen und dann hat es eine mega spezielle Sauce gehabt, so eine Knoblauch-Mayo-Sauce. Und ich habe schon während dem Essen so gemerkt, die Sauce ist nicht so gut für meinen Magen. Dann sind wir irgendwann mal zu mir heimgegangen. Dann hat sie gefunden, ja, sie müsse schnell aufs WC. Ich habe dann ihr so gesagt, es ist gerade die nächste Tür. Dann ist sie raus und ich bin so halb eingedöst. Und nach 10 Minuten bin ich verwacht und sie dachte, wo ist sie? Und dann sind wir spazieren, sind wir da am See gesessen. Und ich bin dann so in der ganzen Wohnung rumgelaufen, auf dem Balkon. Sie war einfach nirgends. Und dann habe ich ihm gesagt, ich muss kotzen. Dann bin ich aufgestanden, bin zum Gebüsch über und dann habe ich gekotzt und dann meine Haare gehabt, hat mein Wasser abgeboten. Nachdem habe ich ihn eigentlich nicht mehr gesehen. Und irgendwann sehe ich so auf dem Boden, im Gang, sehe ich einfach so irgendwie ganz viel Wasser. Irgendwie. Und ich habe gedacht, oh shit, ja, irgendjemand hat was ausgeleert. Dann habe ich aber gefunden, ja, das ist ein bisschen komisch gerade. Wir hatten dann am nächsten Tag ein Date gehabt. Er hat mir halt gar nicht wirklich gefallen, nur Chemie von meiner Seite. Und wir haben so probiert, gemeinsam mit ihm zu finden. Und dann habe ich eben erwähnt, dass ich Star Wars gerne habe. Und ja, wir haben etwa eine Stunde über Star Wars uns unterhalten. So, ja, er liebt es auch, er findet der und der so cool und er hat so und so viel Mal gesehen. Und ich so, ja, wow. Und es hat ein bisschen komisch geschmeckt. Sie war irgendwie so betrunken, dass sie das WC nicht gefunden hat. Und dann hat sie auf den Boden gebisselt. Weil sie sich so geschämt hat, ist sie nachher ins Redui gegangen und hat sich dort im Redui versteckt. Dann habe ich sie ins Bett gebracht, alles aufgeputzt. Nicht einmal ein Jahr später ist dann noch ein Star Wars rausgekommen. Es hat so ein mega cooles Bild gegeben. Und wir sind zwar nicht mehr in Kontakt gewesen, aber ich habe mir gedacht, weil er es ja auch so cool findet, schicke ich ihm das doch. Dann haben wir nachher geschrieben, ich habe Star Wars noch nie gesehen. Und ich habe einfach 1,5 Stunden mit ihm darüber geredet. Und er hat keine Ahnung gehabt, über was wir reden. Eine halbe Stunde später hat sie dann gefunden, ja, sie müsse jetzt nochmal aufs WC. Und ich habe dann ihr so gesagt, hey, gell, du weißt, wo das WC ist, oder? Sie so, ja, kein Problem. Dann ist sie wieder weg gewesen. Und ich habe wieder gefunden, hey, wo ist sie? Sie ist jetzt wieder seit 10 Minuten weg. Ich mache Musik und das bei meiner Vorstellung. Jemand war mega herzig. Ich habe gesagt, hey, komm, wir gehen zusammen einen Kaffee trinken. Bin ich aufgestanden, überall geschaut. Sie war wieder nirgends gewesen. Und dann habe ich so gefunden, fuck, was mache ich jetzt? Sie ist irgendwie verschwunden. Ja, dann sind wir in den Kornhauskauer. Ich habe etwas getrunken, ein bisschen gelabert. Und dann ist es rausgekommen, ja, er steht mega drauf, wenn jemand ein Bier trinkt und man dann korpset. Und ich so, gut, ade, merci, ich gehe mal. Und dann habe ich gefunden, okay, es gibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Sie ist im Zimmer von meinem Mitbewohner. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und sie ist tatsächlich im Bett gelegen von meinem Mitbewohner. Er war auch am Schlafen. Und ich bin dann so zu ihr an, hey, du bist im falschen Bett. Ich habe mich nochmal mit jemandem getroffen. Er hat mich im Ausgang angesprochen und dort hatte ich noch meine Perücke, also meine Wig. Wo wir uns dann zum 2. oder 3. Mal getroffen haben, sind wir etwas trinken und dann habe ich meine Braids, also meine Zöpfchen. Ich habe mal einen mega lieben Typ im Büro kennengelernt. Wir haben ja am Anfang nur geschrieben und darum habe ich nicht gewusst, was für einen Akzent der Typ hat. Wir sind dann raus und er hat eine mega tiefe Stimme gehabt. Also so richtig, man versteht nicht tief. Ich habe das noch nie bei einem Menschen so gehört. Ich kann voll verstehen, wenn man das halt nicht so kennt und hat so Fragen gestellt, so okay, wie machen wir das genau, tut man sie waschen und so alles das. Und dann sind wir mit in der Bar und dann hat er meine Haare aufgelöpft. Und er hat auch so einen schlimmen Akzent gehabt. Ich weiss eben nicht, von wo er kommt, weil ich ihn nicht verstanden habe. Und er hat 3 Stunden lang erzählt und so. Ich habe mit jemandem abgemacht, dass wir echt Nami zusammen verbringen. Und er hat so vorgeschlagen, wir könnten dann ins Bad bei Basel Acca Basilea. Er hat mich abgeholt und sind mit dem Auto gefahren. Und vorher sie haben mich noch gehalten. Also, ja, warum halten wir jetzt? Ja, lass dich nicht drauf. Also, warum? Ja, er hat mir das auch vergessen zu erzählen. Er hat schon länger eine Beziehung. Und ich habe mir einfach so gedacht, wieso längst du meine Haare an? Wo hast du echt überall deine Hände gehabt? Das ist so für mich einfach so ein No-Go, länger meine Haare an. Vielleicht sind ja interessiert an einer Dreiecksbeziehung. Und ich so, nein! Nein, ganz und gar nicht. Zurückgefahren, Bahnhof, wirklich so ausgestiegen. Weißt du, der Moment, wo du so denkst, so, was zur Hölle ist gerade passiert? Ja, das war etwa das strangeste Date, das ich ever hatte, das ich wahrscheinlich nie vergessen und meinen Mitbewohner jetzt wahrscheinlich auch nie vergessen.